Moin moin meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind hier mitten irgendwo im Nirgendwo stehen geblieben, bei dem Sternentor, nachdem wir alle 12 Kapitel abgeschlossen haben von der Heulenden Fjord. Das ist natürlich ziemlich nice an dieser Stelle. Ich habe mir jetzt ein bisschen Gedanken gemacht, dass sich niemand wieder mal getraut hat, etwas in die Kommentare hineinschreiben, wo wir genau weitermachen sollen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, und zwar, dass bei der Eiskron-Zitadelle eine Quest offen wäre, und zwar Ehre über alles, was wir annehmen können. Ich bin mir momentan mega unsicher, ob wir uns direkt von die Eiskronen-Zitadelle aufmachen, um dort versuchen, mit dieser Quest halt mehrere Quests zu freizuschalten, um dort eigentlich anfangen Quests. Weil wir sind ja schon eigentlich Level 70, das bedeutet, also 71, was bedeutet, wir sind ja nicht mehr allzu weit bis Level 80. Mit Level 80 ist eigentlich Nordrhein ausgelutscht und wir würden uns in ein komplett neues Gebiet aufmachen. Das ist eigentlich die einzige Sache, die ich mir jetzt die ganze Zeit schon ein bisschen überlegen war. Bin jetzt wirklich mir das Zeitchen überlegt. Die würde ich jetzt abbrechen, die Quest, aber wir haben ja da eigentlich in meinen Augen alles erledigt, und zwar eben 12 Kapitel durch, dann ist das Land für mich eigentlich soweit abgeschlossen. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, entweder in die Grizzlyhügel, Drachenöde oder eben in die Eiskronen-Zitadelle gehen. Es ist alles ein Stückchen weiter weg, also es würde bedeuten, wenn wir jetzt zu der Eiskronen gehen würden, wenn wir es probieren. Komm, wir probieren das aus. Wir machen uns auf zu der Eiskronen-Zitadelle und schauen mal, ob wir mit dieser Quest Ehre über alles in das Gebiet reinstarten könnten, um da eigentlich unsere weiteren Quests zu erledigen, würde ich jetzt mal sagen. Weil, aber wie gesagt, das ist eigentlich der Teil, der mich am meisten würde interessieren zum Questen. Da haben wir dann gerade Dalaran, also wir haben Dalaran in der Nähe, das ist natürlich auch ziemlich nützlich, wo wir gerade noch schauen könnten, wegen dem schnelleren Fliegen. Und wenn wir neue Rüstungsteile oder was auch immer haben wollen, dass wir uns dann auf den Weg machen. Ich würde sagen, wir machen uns wirklich gemütlich Richtung Eiskron-Zitadelle. Klar, es ist jetzt ein kleines, gutes Stückchen und wir überspringen jetzt so Drachenösli und Grizzlyberge. Da hätte ich sogar eigentlich noch Quests zum Abgeben. Das wäre halt wirklich, yeah. Das Gebiet ist halt wirklich 61 bis 80. Da oben hätten wir Eiskrone von 67 bis 80, oder? Und da wir jetzt schon 71 sind, könnte es möglich sein, dass allein die Quest von der Eiskrone lange, dass wir wirklich bis 80 durchleveln. Und das ist halt das, was mich jetzt im Großen und Ganzen würde interessieren. Darum würde ich sagen, komm, machen wir uns einfach mal auf den Weg Richtung Eiskronen-Zitadelle. Wir sehen hier im Hintergrund auch schon einen Steil davon. Das sieht nämlich schon ziemlich interessant aus von so weit, dass wir das überhaupt schon sehen, zum Schattierungen rein. Bei der Eiskron-Zitadelle wird es ja dann hauptsächlich auch im Shadowlands weitergehen. Da wird die ganze Welt oben dran gespalten und dort kommt man dann irgendwie in die Shadowlands rein. Aber wie das genau passiert, finden wir halt dann wirklich erst raus, wenn es so weit ist. Wir haben in der letzten Folge alles angezogen. Ich glaube, ich habe sogar mühsam noch die Schuhe angelegt. Die können wir dann auch mal wieder verkaufen. Die Rüstungen habe ich nämlich alle wieder reparieren lassen. Jawohl. Und unsere Rufe sind eigentlich soweit auch mal nicht schlecht. Also in Tristeza haben wir bis jetzt ehrfürchtig, sonst glaube ich nirgendwo anders. Nein, sonst sind wir immer so wohlwollend und ehrfürchtig ist halt das Höchste, was man haben kann. Wo ist jetzt das? Ehrfürchtig da, Tristeza ist das Höchste, was man haben kann. Also dann ist man einfach Babo in diesem Bereich. Also in Tristeza sind wir die absoluten Babos. Neue Titel habe ich aber momentan noch keinen. Sobald wir Level 80 sind, kommen wir einen neuen Titel über. Aber den habe ich dann hauptsächlich auch nur, weil ich den halt schon mal freigeschaltet habe, und der heisst der Königsmörder. Sonst haben wir ja den Jenkins, Schweizer der Jenkins, Schweizer der Entdecker oder Schweizer der Geduldige. Da können wir eigentlich dann auch noch so Rüstungsslots abspeichern. Also das wäre dann eher interessant, wenn man dann Level 120 ist, dann kann man da verschiedene Slots abspeichern, also bestimmte, so wie ich da jetzt angelegt bin, könnte ich jetzt abspeichern und dann noch gleichzeitig eine andere angezogene Art. Also wenn man zum Beispiel eine PvP-Art hat, also Spieler gegen Spieler, gibt es bestimmte Rüstungen, die halt besser sind, oder PvE. Ich wüsste jetzt gar nicht, was die Übersetzung dafür wäre, ist aber eher eben gegen Mobs kämpfen, Raids zu machen und so weiter. Die könnte man dann zum Beispiel da zwei abspeichern, einmal PvP, einmal für Raids. Und dann könnte man da immer schön gemütlich ihre Sachen umziehen und statt immer müssen separat da im Beutel anklicken. Das ist halt, kann noch ziemlich mühsam sein. So, und die Eiskronen-Zitadelle, kommen wir da in dem Ganzen schon mal näher, oder nicht? Ja, das zieht sich halt schon einen Moment, bis wir da durchgeflogen sind. Ich habe mir zuerst schon überlegt, ob ich einfach mal durchdüsen und vielleicht ab dort noch von Folge aufnehmen. Aber ich habe mir dann im Großen und Ganzen gedacht, nein komm jetzt, das kannst du jetzt nicht bringen. Wenn, dann ziehen wir es gerade durch und ich zeige gerade alles, was wir am machen sind. Und das ist eigentlich so der Stand der Dinge. Wir sind auch schon ziemlich weit oben, da fliegen wir gerade durch die Drachenöde durch. Jetzt bin ich aber gerade am Überlegen, ob ich die Quest da hinten auslassen, damit sie uns nicht die ganze Zeit in den Weg reinkommt. Sonst haben wir hier in Nordrhein eigentlich nichts mehr zu tun, aber da haben wir gemütlich alles erledigt. Es war wirklich gemütlich zum Heulenden Fjord war wirklich gemütlich zum Innensteigen, aber was ich muss sagen ist, Borunische Tundra, also man kann ja entweder fängt man da in der Borunische Tundra oder in der Heulenden Fjord. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Borunische Tundra gefällt mir einen kleinen Ticken besser von der Auswahl von der Quests her und was alles so los ist.
und was man alles gesehen hat, gefällt mir das im Großen und Ganzen ein bisschen besser. Aber es war auch mal schön gewesen, die heulende Fjords-Quest, die ich mit meinem anderen Charakter, Baronische Tundra, durchgequestet habe. So, ich glaube, dort habe ich wirklich sogar nur Baronische Tundra gequestet und gleichzeitig die ganzen Dungeons gemacht und habe dann wirklich nur den Bereich komplett abgeschlossen, bevor ich dann überhaupt irgendwo anders angekommen bin. Also dann bin ich direkt weitergegangen an einen anderen Ort. Bin mir jetzt sogar ziemlich unsicher, ich glaube Cataclysm habe ich dann weiterquesten. So, wie viel Gold haben wir eigentlich? Wir haben über 500 Gold, 5000 bräuchten wir. Wir sind das ziemlich noobig unterwegs, wenn es ums Geld geht. Eigentlich könnten wir das dann noch einen Zwischenhalt machen in Nordend, in Dalaran. Dann sehen wir auch jetzt noch irgendeine Quest offen auf der Karte, aber die lasse ich jetzt gerade mal noch so links liegen. Und zwar bin ich gerade überlegen, komm, wir machen ganz einen kurzen kleinen Halt in Nordend und schauen uns dort an, wie viel jetzt das schnellere Flug auf Level 70 kostet. Wenn es jetzt wirklich 5000 kostet, sind wir total am Viertel. Und sonst haben wir gerade eine Möglichkeit, noch schneller unterwegs zu sein, das würde ich mal gerne anschauen. Und wir könnten noch ganz kurz einen Abstecher machen ins Auktionshaus, um zu schauen, ob wir die Sachen hier jetzt mal teurer verkaufen können und was wir an diesen Gegenständen wirklich verkaufen können. Dann muss ich dann sowieso mal schauen, dass ich da so ein paar Leder noch verkaufen kann, weil wir das wirklich im Allgemeinen brauchen, um unser Gold mal aufzudecken. Weil das schnelle Fliegen wäre mir halt... Wow! Wow, der Himmel sieht mega aus. Seit wir hier in Dalaran sind, muss ich sagen, sieht das alles schon viel fresher aus da, he? So, der Flugplatz ist gerade da ne? Da können wir das gerade mal anschauen. Der hat sogar eine Quest unten für uns, aber ich weiss gar nicht, wo die Anfangsquest ist für 30 Kronen. Darum würde ich sagen, ich fliege dort an, wo es uns angezeigt hat auf der Map. Und nachher... So. So, sind wir abgestiegen. Wie viel kostet das? Nein, es kostet eben 5000. 5000 Gold, wer hat denn so viel auf dem Level? Hey, da hätten wir halt noch mehrere Quests machen, aber ich würde jetzt sagen, wir überspringen Dalaran schön gemütlich. Das Auktionshaus wüsste ich jetzt gerade nicht auswendig, wo das ist. Dann müsste ich mich ganz kurz bei so einem komischen Typ da vorne erkunden. Der will mir keine Auskunft geben. Will mir da irgendjemand Auskunft geben? Gibst du mir Auskunft? Nein, du gibst mir auch keine Auskunft. Das sind nur Portal, wo wir könnten Richtung Orgrimmar. Dort haben wir uns ja auch mal ganz kurzzeitig befunden. Ich bin mir sogar ziemlich unsicher, ob wir schon mal in Orgrimmar waren. Dunkle Bild läuft. Da haben wir viele Quests offen hier in diesem kleinen Gebiet. So, ich brauche das Auktionshaus. Danke. Ah, das ist gerade da um die Ecke. Nice Sache. Da fliegen wir ganz kurz hin. Dann schaue ich mal schnell, ob das Zeug an Wert bekommen hat, das wir hier auf uns tragen die ganze Zeit. Das wäre natürlich jetzt ziemlich schmackhaft. So, alle zusammen. Ich würde gerne verkaufen. Und zwar, wie viel komme ich für das über? 40. Wer hat denn das so abgewirtschaftet? Komm, wir rühren es mal rein. Wir rühren es mal rein. Ach, wir rühren es mal rein. Wir rühren es einfach mal rein. Ich finde, sie haben das mega abgewirtschaftet da. Aber im Großen und Ganzen, wow. 45. 450 Gold für Live für die Essenzen. Komm, die schmeißen wir gerade mal rein. Kleine irische Perlen können wir auch nicht brauchen. Ich würde nochmal 6 Gold geben. Dann haben wir da, Schattendraenit. Rühren wir auch gerade mal rein. Wir haben hier wirklich gute Sachen noch bekommen. Das ist einfach 4 Gold. Und da noch 1 Gold. Das rühren wir doch auch mal rein. Diese Sachen hier haben mal eine Zeit lang mega viel Gold gegeben. Jetzt gerade momentan nicht mehr. Die auch nicht mehr. Hey, das haben sie Huren abgewirtschaftet, das Zeug. Muss gerade mal nachschauen. Da würden wir noch 32 Gold bekommen für das Fleisch. Das geben wir natürlich dann auch noch gerade ab. Die anderen Sachen, wie einzigartiges Fleisch, können wir eigentlich auch mal reinrühren. Leichtes Leder, das würde natürlich ziemlich gutes Gold bringen, aber wir müssen das zuerst brauchen für unseren Beruf, bevor ich das hier reinrühre. Um das sollte ich mich dann eigentlich auch mal noch kümmern. Sonst haben wir da, glaube ich, nichts, was uns wirklich etwas bringt im Auktionshaus, nicht wirklich. Den Rest können wir in dem Fall gemütlich verkaufen. Dann schauen wir mal, ob da irgendetwas verkauft wird. Haben wir da gerade noch irgendeinen Postomat? Da einer. Alles klar, alles klar. Dann schauen wir ganz kurz mal schnell an. Wir haben da von der Aktion noch ein bisschen Silber bekommen. Das Argentumer Turnier. Das kann ich fast nicht lesen. Der Argentumer Kreuzzug lädt euch ein, eure Fertigkeiten im ehrenhaften Wettkampf mit anderen Helden Azeroths beim Argentumer Turnier unter Beweis zu stellen. Die Streiter der größten Nationen der Welt haben sich auf dem Argentumer Turnierplatz in der nördlichsten Eiskrone versammelt, um sich allen Herausforderungen zu stellen. Ich würde sagen, den Brief nehmen wir mal mit. Bei der Eiskrone am nördlichsten Gebiet, dass die da mit in so einem Gebiet dann anfangen, da so Quests zu machen, finde ich schon ein bisschen krass. So, die Quest ist nämlich nicht allzu weit weg, die will sich gerade da hinten befinden. Würde ich sagen, ich fliege jetzt schön gemütlich mal dort hin. Und los geht's. Dann ignorieren wir alle Quests an Dalaran. Dann würden wir uns wirklich jetzt direkt in die Eiskrone bewegen. Und ich hoffe nur allzu sehr,
dass dort die Quest anfängt, um in die Eiskrone zu gehen, um uns dort auf Level 80 katapultieren. Sobald wir in Level 80 sind, werden wir an neue Gebiete gehen können. Ich glaube Kataklysma oder Pandaria und dann können wir dort noch entscheiden, was wir genau wollen. Wenn ihr schon eine Idee habt oder würdet entscheiden, ich bin mir aber wirklich unsicher, ich will gar nicht sagen, schreibt es mir jetzt in die Kommentare rein, weil ich weiss nicht, wo es genau anführt. Wir besprechen dann das, wenn das soweit ist, was ihr am liebsten würdet sehen. Ich persönlich würde sagen, mich würde eigentlich Mist of Pandaria ein bisschen mehr interessieren als Cataclysm. Das sind nicht die Erweiterungen und da kann man halt bestimmt weiter questen. So, da unten wäre auch schon das kleine Lager. Also das kleine Lager von oben sieht das bis jetzt noch klein aus. Ich würde sagen, dann nehmen wir gerade mal die erste Quest und hoffen, dass wir mit dieser eine Questreihe startet, um die Eiskrone können bereisen. So, voilà. Wow, die epische Musik vorher. Bäm, 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 bäm. So, wo ist denn der? Ah, da hat sogar 2 Quests aufs Mal. Ah, der ist oben am Hügel. Sogar 2 Quests aufs Mal und wir befinden uns in der Eiskrone-Zitadelle, in meinem absoluten Lieblingsgebiet. Und ich hoffe, dass wir doch einmal auf den Lich King treffen. Heul, Hochlord Tiron Vordring! Sally, wie geht's dir? Er hat einfach ein richtig geiles Schwert, ich liebe das einfach. Das würde ich auch gerne haben. So, melde doch bei Kreuzungskommandant Entari in den Argentumer Vorhut in der Eiskrone. Okay, das können wir natürlich gerne machen. Aber da einen haben wir... Ah, das ist gerade der da. Ach komm, dann tun wir gerade da bei ihm noch schnell. Quest beenden. Kreuzungskommandant Entari in der Argentumer Vorhut von Eiskrone bittet euch 5 eingeborene Kreuzfahrer zu befreien. Okay, wir müssen irgendwelche Kreuzfahrer befreien. Und dann haben sich gerade 3 Quests aufs Mal nochmal freigeschaltet. Ich glaube, das hat wirklich gut funktioniert, was ich da vorgehabt habe. Und zwar verlangt der Vater Gustav. Oh, Gustav! Hey, Gustav! Alles gut bei dir? Meine Güte, Vater Gustav. Vater Gustav aus der Agentumer Vorhut in Eiskrone bittet euch, ihm 10 Giftdüsen der vergessenen Tiefen zu bringen. Das sollten wir auch gut anbekommen, irgendwelche Gifte besorgen. Wo sind die anderen 2 Quests? Es ist ein schwieriger Überblick zu haben, wo da die Quests angegeben werden. Ist der außerhalb von da? Ah, der ist da unten. Okay. Der Kreuzfahrer Dalfors hat da noch für unsere Quest. Und zwar... da können wir sogar schon etwas über mit Sockel. Sockel sind verschiedene Steine, die man einfügen kann, die dann nochmal einen zusätzlichen Wert geben. Es gibt halt verschiedene Sockel, denn das wäre jetzt ein prismatischer Sockel. Das ist aber schon ziemlich gut, dass man so etwas schon findet. Aber er nimmt mit kritischen Trefferwert weg, aber ich glaube, ich will es trotzdem anziehen, weil so jeden Wert eigentlich sicher mal ein paar gute Sachen mitbringt. So, Kreuzfahrerlord Dalfors von der Agentumer Vorhut in Eiskrone hat euch gebeten, 15 Neburer der vergessenen Tiefen zu töten. Dann haben wir auch noch eine Quest bekommen, mit dem wir uns noch mit ein paar verschiedenen Münsterchen anlegen können. Das ist natürlich auch ziemlich nice, aber irgendwo da einer hat es nochmal eine Quest angezeigt. Wo? Ah, das ist einfach der Flugplatz. Okay, aber dann haben wir den sicher auch mal freigeschaltet. Okay, Doc. Und schauen wir uns das Ganze mal an. Die sind sogar wirklich alle auf einem Haufen. So wie ich sie richtig gerne habe. Das heisst, wir müssen jetzt irgendwie 5 Leute befreien. Giftsack der vergessenen Tiefe. Also, ich würde mal behaupten, ich komme von denen über. Und wir müssen sogar gerade 10 von denen töten. Also 2 Quests gerade gleichzeitig für die Spinnen. Das ist natürlich ziemlich nice. So, einer von 15. Und dann würden wir von denen noch die Giftsäcke bekommen. Die Vergangenheit, die sehen eigentlich eher aus wie ein Herz. So, dann haben wir da mal einen schon mal befreit. Dann befinden die sich auch in einem Kokon. So Quests haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. So, der nächste Löli darf jetzt gerade das Gras beißen. Hast du gerade noch mehr für uns? Ey, die Herzen fühlen wir aber richtig schnell. Aber 15 von denen erledigen kann sich doch noch ein bisschen in die Länge ziehen. Da drin war gerade nichts, das war ein Fehlschuss. Ein blinder Schuss gewesen. So, da hat gerade noch jemand mithelfen. Da. Tuka auf der Kreuzfahrerin. Sally, danke dir vielmals. Da können wir natürlich gerade für dich noch schnell... Oh nein, wir haben gerade keine Zeit. Ich wollte salutieren für dich. Oh, es unterstützt uns direkt wieder im Kampf. Ehre. Richtige Ehrenmann. Oder Frau, gell? Ehrenfrau. Richtige Ehrenfrau. Mit da der Front zeigt sie, was Frauen so auf dem Kasten haben. Für das wollte ich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, vor dir salutieren. Danke für deine totale Unterstützung. Warum schleichst du da so umeinander? Ja, egal. So. Dann haben wir dann noch den nächsten gefunden. Die Quest gefällt mir jetzt gerade wirklich. Ach, haben wir die noch kürzer? Das habe ich natürlich nicht beachtet. Dann machen wir doch das noch liebend gern. Wenn wir sie nicht für unseren Beruf können brauchen, wenigstens für zum Verkaufen. Heute auch mal wieder ein bisschen leislich unterwegs, wenn man es merkt. Meine Mitbewohnerin ist schon wieder am Schlafen, recht früh. Aber das muss ich halt ein bisschen respektieren. Aber meine Aufnahme hat Vorrang. Ich wollte natürlich jeden Tag mein Video rausbringen. Und das soll ja auch weiterhin so bleiben. So, Sally, Ehre und Stärke. Danke und lebt wohl, Freund. Ich muss... Ah, sie hat uns bufft, oder? Sie hat uns einen Buff gegeben.
Unsere Stärke, Beweglichkeit, Ausdauer und Intelligenz um 5% erhöht. Nice. Nice. Einfach nice. So, dann schauen wir da noch schon. Haben wir gerade noch den 4. Wie sieht es da aus? Ah, da war gerade der 5. drin. Okay, dann kümmern wir uns wirklich jetzt gerade mal weiter um die Spinnen. Wir haben fast eigentlich alle Quests schon erledigt, außer dass wir jetzt 10 von den Spinnen noch erledigen müssen. Ich würde sagen, dann hüten wir die noch ganz kurz, wenn wir gerade schon da um die Ecke sind. Ah, da vorne hat es noch ein paar Spinnen mehr. Also Spinnen mangelt es mir ein bisschen. Den Rest haben wir jetzt eigentlich noch einwandfrei gut anbekommen. Mann. Upp, alles klar. Ich weiss aber gar nicht, warum wir Spinnen kürschern. Die haben ja eigentlich kein Fell. Kommt, haben wir einen mehr befreit. Jetzt haben wir schon wieder einen Buff bekommen. Nochmal 5 Stärke mehr. Das ist ja mega geil. So, dann kümmern wir uns weiter mal um noch ein paar Spinneli. Kuckuck. So, wupp. Das haben wir jetzt auch gerade gut erledigt. Kümmern wir uns gerade mal um die nächste. Die ist da sowieso schon gerade im Kampf verwickelt. Weißt du was? Ich brüll dich an. Furchterregend bin ich dich am Anbrüllen. So. Ich musste dir jetzt einfach zeigen, dass wir stärker sind, weil das ist jetzt gar nicht gegangen, dass sich da aufspielen, das zweite. Cool. Wie viel haben wir jetzt? 8 haben wir schon mal zusammen. Fehlen auch nur noch 6. So. Ah, da sind sie schon wieder. Brüllt sie an, aber sie getrennt. Nein, der andere ist verschwunden, jetzt ist er ganz allein. Ich habe ihn so sehr abbrüllt, dass er gerade wieder heimgegangen ist und keine Lust mehr hat, hier in der Front zu kämpfen. Hoppla, da haben wir Nummer 10, da fehlen noch 5. Kommen wir da gut vorwärts. Ah, komm, den Kill holen wir uns noch. Jawohl! Danke dir vielmals für deine liebe Vorarbeit. Hast du mir gerade noch eins gehauen? Nein, ich glaube es jetzt nicht, sonst wäre ich mal verrückt worden. Du. Ich hätte dir dann schon gezeigt, wo es lang geht, glaubt man das? So. Den schnappen wir uns auch gerade mal noch kurz. Es fehlen nämlich nur noch 3. Ich finde gerade keine weitere Spinne. Ich glaube, wir lassen wir sind am schnellsten dran. Ein bisschen rumsuchen. Gerade da vorne haben wir noch 2, die mit im Kampf verwickelt sind. Jedem einen Hit geben, damit ich da die Kills eben bekomme. So, dann haben wir nämlich jetzt 14 schon mal erledigt. Nice, Hüte nicht vergessen. Voilà. Ich aber, warum greifen da eigentlich die ganze Zeit Spinnen an? Das verwundert mich ein bisschen. Aber ich glaube, für das können wir dann später noch ein bisschen Einleuchtung über. So, 15 ist down. Gehen wir jetzt noch schnell kürzen und dann gehen wir mal Quest abgeben und schauen mal, was uns als nächstes erwartet in der Eiskronenzeit. Boah, ich habe so Freude, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, in der Eiskronenzitadelle dürfen questen. Das ist einfach das Beste vom Besten. Beste vom Besten. So, dann geben wir mal die Quest ab. Jetzt ist halt die Frage. Eigentlich könnte ich auch das nicht, dann würden wir mehr 2 Beweglichkeit auf der anderen Stelle bekommen. Oder der Argut. Nein, komme ich nicht mehr an. Den damit, dann hoffe ich aber, dass ich da irgendwie noch einen primären Sockel noch für das bekomme, dass ich nicht extra muss die einen kaufen muss. Dann ziehen wir uns das ganz kurz an. Voilà. Quest beenden. Du hast auch keine weitere für uns. Irgendwie haben wir jetzt für alle Quests gemacht, aber wir haben keine weitere über. Sehe ich das richtig? Die letzte Quest müsste ich da abgeben, aber wo ist so? Bin ich gerade blind? Bin blind. Hä? Ah, da ist er am Mund spazieren. Stimmt. Der Gustav. Hey, Gustav. So, wir haben keinen Malen, nehmen wir lieber die Tränke damit. Ah, da ploppt auch schon die nächste Quest auf. Und zwar, sprich mit Penubrius, der Argentumer-Vorort in Eiskrone. Ah, der ist denn da vorne? Dann machen wir das noch ganz kurz. Wo genau? Ah, da unten im nächsten Lager. Da hat es aber noch ein paar geile Reittiere da, hä? Ein Sonderach hätte ich auch gerne. Kann ich da einen posten bei dir? Quest beenden. Rettet 3 gefangene Argentümer-Kreuzfahrer aus Geiselholm und bringt sie in Feldat Zaret im Zentrum des Argentümer-Vorpostens. Berichtet Hochlottiere und fordert ihn danach von eurem Erfolg. Alles klar, aber verkaufst du ein paar von denen? Nicht wirklich, hä? Wer verkauft mir die? Kann ich einfach so draufsteigen? Okay, alles klar. Interessant, interessant. Aber, wisst ihr was? Durch das, dass wir halt die Folge eine grössere Strecke auf uns genommen haben und wir darum halt kein Level abbekommen, würde ich sagen, bringen wir sie in der nächsten Folge sicher an. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen Spass gemacht. Wenn ja, dann lasst euch ein Abo und ein Like da und über jeden Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und ciao!